Grüß euch miteinander, herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute beschäftigen wir uns mit den Resultaten des Abstimmungswochenends. Das Stimmvolk sagt Nein zur geplanten Überbauung des Deshalb-Areals in Interlaken. Die Kunsteisbahn Grabengut zu Thun kann saniert werden, die Bürgerinnen und Bürger genehmigen den Kredit. Und die Ortsplanungsrevision Steffisburg ist nur knapp angenommen worden. Jetzt aber zuerst noch Aktuelles aus der Region, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Olympische Winterspiele 2022. Joanna Helen sichert sich den letzten Startplatz. Sie ist im letzten Training zur Olympiaabfahrt die Bestzeit gefahren. Die 30-Jährige aus der Lenk hat nach ihrem Toplauf zuerst aber nicht mit Sicherheit gewusst, dass sie beim Rennen starten darf. Das Wochenende geht für den EHC Thun in die Geschichtsbücher ein. Die Thuner gewinnen am Wochenende gegen Düdingen und Huttwil. Das letzte Qualispiel haben sie am Mittwoch gegen Martini. Und noch wichtiger, die Stimmbevölkerung hat mit 78% ganz deutlich Ja zur Sanierung der Eisbahn gesagt. Die Rega hat ein intensives Einsatzwochenende gehabt. Das sonnige Winterwetter hat am Wochenende viele Menschen rausgelockt. Dementsprechend häufig waren die Rettungshelikopter im Einsatz. Samstag und Sonntag hat es schweizweit rund 200 Einsätze gegeben. Am Wochenende ist ja abgestimmt worden. Unter anderem über das viel diskutierte Hotelprojekt auf dem Deshalb-Areal. Das Interlakener Stimmvolk hat die geplante Überbauung mit 67% klar abgelehnt. Nach dieser Konsultativabstimmung liegt es jetzt beim grossen Gemeinderat Interlaken. Er entscheidet in den nächsten Wochen, wie es genau weitergeht. Mein Kollege Manuel Moser berichtet. Ja, das Abstimmungsresultat ist draussen. Es war eine relativ deutliche Sache. Haben Sie damit gerechnet, dass es so rauskommt? Interlaken braucht zusätzliche, hochwertige Hotelbetten. Das ist das, was das TOI immer schon gesagt hat. Sie haben sich im Vorfeld relativ draus gehalten, auch mit Pro, Contra etc. Der Grund dafür, nehme ich an, ist der Interessenskonflikt, oder? Kann man sagen. Es geht nicht um Interessenskonflikte. Interlaken Tourismus ist vor allem eine Marketingorganisation und wir lassen das Politisieren der Politiker. Interlaken Tourismus hat immer schon betont, und wir haben das auch schriftlich ihre ideelle Unterstützung abgegeben, dass weitere qualitativ hochwertige Betten in Interlaken entstehen. Jetzt ist das klare Nein rausgekommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso die Bevölkerung das so klar abgeschmettert hat? Ich habe Verständnis für die Bevölkerung, die sich auch Gedanken macht zu diesem sehr wichtigen Thema. Wie gesagt, Interlaken Tourismus hat immer schon gesagt, dass es mehr zusätzliche hochwertige Hotelbetten braucht. Man weiss auch, dass bereits beim Westbahnhof ein Hotel oder Hotelbetten im Bau sind. Und man weiss auch, dass auch beim Ostbahnhof Hotelbetten geplant sind. Von Interlaken geht es jetzt auf Thun. Dort ist es um die Sanierung der Kunsteisbahn Grabengut gegangen. Das Stimmvolk genehmigt der 7 Millionen Franken Kredit. Die Sanierung kostet insgesamt 22 Millionen Franken. Die Baubewilligung sollte in den nächsten Tagen schon auf dem Tisch liegen. Es sieht also gut aus mit dem geplanten Spatenstich im März 2023. Der Bruno Stüdle war vor Ort. Ja, ich bin hier auf der Kunsteisbahn im Grabengut in Thun. Heute war Abstimmung. Das Volk hat den Kredit angenommen, der nötig, rund 7 Millionen Franken, an Gesamtkosten von 20 Millionen Franken. Der Konrad Hedener ist der zuständige Gemeinderat. Konrad Hedener, wie habt ihr es mit Schlöfeln? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich mich selber nicht auf die Schläfe wage. Ich kann mit Glatteis umgehen, ich kann mich darauf bewegen, aber am besten ohne Schläfe. Jetzt ist ja keine Glatteis-Gefahr da. Eigentlich ein sehr gutes Ergebnis bei den Abstimmungen. Habt ihr das so erwartet? Das haben wir uns so erhofft. Prognosen wagen wir auch im Vorfeld keine sinnvollerweise. Wir haben uns das so erhofft, weil es ganz ein bedeutender Entscheid ist für den Eissport zu tun. Es bedeutet nicht weniger, als dass der Eissport eine Zukunft hat. 20 Millionen Franken rund ist das ganze Projekt. Es erscheint einem, das ist ein rechter Betrag. Für was sind die Hauptausgaben von diesen 20 Millionen? Einerseits die Einwandung vom Haupteisfeld. Das ist ja heute einfach ein Dach mit allen Seiten offen. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Grabengut werden wir ein Gebäude stellen, eine richtige Eishalle. Nachher eine Tribüne umlaufende mit Platz für 1800 Besucher.
Sämtliche Garderoben, wo heute die schäbigen Container drin sind, werden neu gemacht. Der Gastrohotel wird neu gemacht. Lagerräume für die Vereine, die hier daheim sind, werden neu gemacht. Das ist es so etwa. Jetzt, mit dem Abstimmungsjahr ist einmal die Pflicht erfüllt. Jetzt kommt die Kür, wenn man beim Eiskunstlaufen ist. Wie sieht der terminlich aus? Also, ich gehe davon aus, das Baubewilligungsverfahren das läuft schon. Und wenn das bewilligt ist, kann man auch gleich mal bauen. Wie ist der Stand? Ja, wir sind ja mit dem Projekt tatsächlich unter Zeitdruck angesichts von dieser Ausgangslage, die wir haben. Darum haben wir das Kreditgeschäft vom Baubewilligungsgeschäft getrennt und beide parallel vorantrieben. Eigentlich rechnen wir jeden Tag mit der Baubewilligung, die erteilt werden nach unserem Kenntnisstand. Und nachher wird die Realisierung jeweils in den Sommermonaten 23 und 24, sodass die Sanierung im November 24 wird abgeschlossen sein. Ebenfalls ja gestimmt hat man in Steffisburg. Dort ist die Ortsplanungsrevision mit 51% knapp angenommen worden. Die Grünen sind trotz dem Resultat zufrieden mit dieser klaren Botschaft und die sind ja beim Gemeindepräsidenten angekommen. Wie es dann mit dem Streitpunkt Front Mathe genau weitergeht, das ist noch offen. Eine sehr komplexe Vorlage und darum bin ich froh, haben wir schlussendlich ein Ja. Aber dass es so knapp war, da können wir natürlich nicht Freude daran haben. Das muss man irgendwo ernst nehmen, muss man anschauen. Warum ist das so? Warum haben wir das nicht deutlicher durchgebracht, die Ortsplanungsrevision? Wir haben noch kein Projekt auf dieser Matte. Und für uns wäre natürlich schön, oder hier nebenan haben wir die Kirche mit dem Hof hinten dran. Wenn man da einen wertvollen Raum gestalten kann, eventuell auch mit Spielplatz, mit Grünflächen, dass das hier einen wertvollen Raum für die Bevölkerung gibt. Und jetzt hier drauf ist ja die Bevölkerung nicht. Und wenn man das wertvoll gestalten kann, denke ich, könnte das für alle schlussendlich einen Gewinn geben. Das ist ja das Ziel, dass wir da miteinander einen guten Weg finden. Also Sie glauben, dass man da eine Lösung findet, wo alle oder zumindest ein Großteil der Steffisburger zufrieden wird sein? So würde ich es jetzt nicht sagen. Oder? Wenn man natürlich einfach sagt, wir wollen grundsätzlich auf dieser Matte nichts bauen haben, dann werden wir uns nie finden. Aber wenn man sagt, mal, das ist jetzt, da darf man bauen drauf. Wir haben gesagt, von der Gemeinde her nicht mehr als 60%. Jetzt müssen wir schauen, was das der Schüppach-Stiftung will. Und dann probieren wir hier etwas Schönes zu gestalten. Ja, aber wenn man einfach sagt, ja, jetzt sind viele Gegenstimmen, jetzt macht man gar nichts auf dieser Frontmatte, geht das nicht. Wir haben das Gebiet, das Kanton abgekauft, das hat gekostet. Und jetzt einfach sagen, wir machen nichts drauf, das funktioniert für uns als Gemeinde nicht. Gina Kröckel hat berichtet. Wir widmen uns jetzt dem Wetter. So wie es aussieht, haben die Wettergötter ja für Regen und Wolken gestimmt. Was das genau heisst, das klären wir jetzt mit unseren Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Wir sehen und hören uns morgen Abend wieder. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Happy Valentinstag. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute vom tief verschneiten Jungfraujoch. Über der Nordsee dreht sich das Tiefwehr und die Schweiz die befindet sich an seiner Südflanke. Am heutigen Montag erreicht uns von Frankreich eine Störung. Nachdem in den Alpen noch der Föhn geblasen hat, morgen überquert dann ein Höhendruck den Alpenraum und es gibt eine kurze Beruhigung, bevor dann am Mittwoch eine Warmfront folgt. Morgen starten wir meist bewölkt und auch häufig nass in den Tagen. Rund 800 Meter schneit. Dazu messen wir 2 Grad in Richtung Aretal sowie auch am Thuner und am Brienzersee und -1 Grad in Grindelwald. Auf den Nachmittag bessert sich dann das Wetter wieder ein bisschen. Es gibt höchstens noch einzelne Schauer. Und in Richtung Thun zunehmend auch Sonnentemperaturen. Die erreichen rund 6 Grad in Thun bis zu 5 Grad in Meiringen und um die 0 Grad messen wir in Adelboden. Auf den Mittwoch erreicht uns eine Warmfront und die bringt uns viel Wolken und zeitweise nasses Wetter. Die Schneefallgrenze ist gegen 2000 Meter steigend. Am Donnerstag erwarten wir dann auch unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und wiederholten Schauer. Auf den Bergen bläst ein stürmischer Westwind mit zum Teil Orkanböen. Bis zum Freitag beruhigt sich dann die Situation und wir erwarten einen wunderschönen und frühlingshaft milden Tag. Am Samstag wird es vor allem am Vormittag dann noch wechselhaft mit Schauer und am Sonntag kommt dann die Sonne wieder vor. Wir halten Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und alles Liebe. Ade miteinander.